Hab mir auf der Messe was gekauft. Ja, ich habe immer lang übereinander da, weil man schaut da doch auch ein bisschen preislich. Und zwar das Triptip, das Big Boy. Ich habe mir das erst gekauft, wie ich es in der Hand gehabt habe, wie ich es dann auf den Engine probiert habe das normale Triptip runter, was ich vorher gehabt habe, und das war einfach eine Differenzierung, ein Unterschied, kann man schlecht beschreiben. Äh, mit dabei ist immer bei den Oldsem, was bei anderen günstigen Herstellern nicht ist, immer verschiedenartige O-Ringe in verschiedenen Stärken, dass er wirklich auf jeden Verdampfer aufpasst. Das schauen wir uns jetzt dann in der Nähe an. Also ich muss sagen, ich habe jetzt das Teil seit der Messe, ist jetzt 3 Wochen schon wieder her, hat ein bisschen dauert, aber ich möchte das nicht mehr missen, das Teil, und ich werde mir noch einiges, was heißt einiges, das je nachdem halt, das ist ein bisschen eine größere Einheit, der Big Boy, dann gibt es aber auch kleinere Triptips, normalere. Äh, man kennt den Unterschied, vor allem in der Praxis. Ja. Und das schauen wir uns jetzt in der Nähe an, und eigentlich ist das nur kurz, weil beim Triptip, ich kann euch jetzt nur ein bisschen die Maße sagen und ein bisschen was zum Material, und das war's dann schon. Halten wir es kurz und schmerzlos. Äh, Mir taugt das, wie man bei uns sagt. Und ja, viel Spaß noch. Für euch. Schauen wir uns einmal das Teil an, den Big Boy. Und dann sage ich euch nur ein paar Daten dazu oder ein paar Maße. Also da sind jetzt die 3 O-Ringe, und dann sind da immer noch einige Zusatz-O-Ringe dabei. Ich habe mir sagen lassen, das ist bei allen Old Sam so, weil es gibt ja kleinere Triptips auch. Und zwar hat das den Sinn, wenn es natürlich bei irgendeinem Clearomizer oder Verdampfer mal nicht so passen soll, dann haben die alle unterschiedliche Stärken, die O-Ringe. Dann sollte man die ein bisschen vertauschen, bis das richtig sitzt. Das Ganze Teil ist lang 56,3 in der Komplettlänge, und ohne dem Teil haben es 51,10. Der Innendurchmesser liegt nach meiner Messmethode, kann natürlich ein bisschen abweichen, 6,10, und ganz oben innen, ganz heraus am Rand, 7,8. Der Außendurchmesser unten ist 14,5, oben 11 und in der Mitte ca. 8,5, 8,6. Das Entscheidende ist, dass das in Handarbeit gemacht wird, dass das ein Chirurgenstahl ist, dass das Old Sam dort ganz fein imprägniert ist. Also Chirurgenstahl, dann ist es innen gehont, um die beste, um den Dampf so sauber und so schnell und so wie möglich. Und das merkt man wirklich, wenn man mit dem dampft. Und man nimmt jetzt sogar 0815 Triptip, ja, die wo natürlich um einiges günstiger sind, aber natürlich nicht vom Material dementsprechend. Dann ist da das Symbol Old Sam, 3 O-Ringe, wie gesagt, da haben wir die Kühlsachen. Dann werden die ganzen Dinge als Endfinish, als Endkontrolle handpoliert. Und wenn da irgendwo was ist, dann kommt das sofort ein Ausschuss. Also das wird wirklich mit der Hand so poliert, bis das passt. Das dauert pro Triptip, je nach Zustand, bis zu 40 Minuten. Und wenn man jetzt die Zeit rechnet, dann innen das Gehonte, das was günstige Triptips in der Regel nicht haben, dann den Chirurgenstahl, ja, der wo eigentlich, ja, ich glaube, eins von den besten ist, was es gibt.
Das Mai habe ich jetzt schon seit der Messe jeden Tag im Betrieb. Jetzt schaut es ein bisschen aus. Ne? Ich muss jetzt einmal wieder polieren. Und die ganzen Sachen, was ich euch jetzt da ein bisschen gesagt habe, das hat mir der Reinhard auf der Messe gesagt. Reinhard MO. Und da sage ich nochmal Danke dazu. Ja, der Preis ist halt doch ein bisschen höher, sagt man es einmal. Bloß wenn man das dann in der Hand hat, wenn man damit dann dampft, dann spürt man eigentlich das. Ja, ich bin so ein Mensch, ich muss schon immer, wenn es geht, möchte ich das immer in der Praxis erleben. Ihr kennt mich, ihr kennt meine Videos. Ich gehe aber sehr nach der Praxis. Theorie ist immer das eine, Praxis ist immer oder meistens in der Regel ein bisschen anders. Also jetzt haben wir die Maße, zeigt es, wie es ausschaut, und es gibt natürlich noch andere Paletten. Das Ganze ist offline erhältlich oder in ausgewählten Shops, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich kann jetzt nur das sagen, ich bereue das nicht, dass ich das Teil gekauft habe, weil in der Praxis hat mich das überzeugt. Ja. Das ist einfach ein Unterschied zwischen Tag und Nacht.